Das sind so eine Dinge, als wenn ich mich zweimal deipen lassen oder Jesus, wir danken dir für hier mit uns sind von dir. Wir danken dir, dass du nicht ein Gott bist, was du nachher die Religion gemerkt hast. Wir danken dir, dass du ein Gott bist, was du je in Religion hast und du bist in persönliche Gemeinschaft willst. Du bist Gott zu uns, du gleichst uns. Und Dankeschön, Jesus, für mit Sinn und Gerechtigkeit handeln, uns frei merken. Und Dankeschön, dass du unsere Gerechtigkeit bekommst. Und wir danken dir, Gott, dass wir von dir kennen, die nicht jeden wird sein und mit dir taub sein. Und Dankeschön für jemand anderes sein, in Jesus' Namen. Amen. Ich habe eine Frau für ihn von der zum Anfang. Und die Frau ist, wer von uns hat mal von einem Sinn gehört, wo du nicht zu vergeben wirst? Wer von Ihnen hat mal von einem Sinn gehört, wo du so schlecht ist, dass du nicht Vergebung für den Sinn hast? In unserer Kolonie, oder man ganze politische Menschen über der Welt, da habe ich jedem Mal so eine Dinge gehört und gesagt, dass du sind gewisse Dinge, die sind bloß zu schlecht, zu dumm, dass das nicht je zu vergeben. Gott würde uns nicht vergeben, wegen Gott ist ein guter Gott und das ist zu schlecht. Das sind so eine Dinge, als wenn ich mich zweimal deipen lassen oder verschiedene andere Dinge, wo Menschen mit abkommen. Und das bloß sind diese Dinge, die so dumm sind, dass die nicht vergeben worden, wegen Gott würde uns nicht vergeben, heißt zu heilig, heißt zu Gott. Wir brauchen euch sehr weit mit uns Fingern oder Menschen bitte an so Feier wiesen, dann macht wir Tausch tun, dass wir selbst, wir haben einmal aus einer Gerät von von christlichen Gruppen in der Welt, wir haben einmal Menschen gesagt, dass, und sagt mir, dass ich das bekannt hätte für ihn, aber das ist irgendwo ein Leben, eine Schrutzing, wo Menschen boven sind, wo die bekehrt sind. Und diese Menschen tun entweder wachsen oder die tun raufklappen. Die kommen entweder nur Gott oder die rutschen wieder von Gott weg. Nicht bloß dort, aber dort wir glauben, dass wenn wir genug gute Dinge tun, dann kommen wir dichter bei Gott und wir sind diese heilige Menschen. Aber wenn wir mit einmal so eine schlechte Dinge tun, dass wir ganz mit unklappen, mit diesen Valley dann rutschen, dann hast du mit einmal, wie kann so wie drauf kommen, dass du es gleich mal Hupning. Du hast gleich mal Hupning, damit wir können gehen. Besonders wenn wir haben mit Fliegt getan. Ist dort für ihn bekannt, dass du kannst irgendwo eine Stadt, wo wir können glauben, wo du bloß gleich mal Hupning hast und kein wo sei du nur den Busch proben, du hast gleich einen Weg, dass Gott die wird annehmen willst, du bist bloß zu weit weg. Und ich glaube von der Smarts, was Licht ab dort schien, wenn du bist, wo du glaubst, dass du hast vielleicht mal was getan, was Gott nicht wird vergeben, oder du bist vielleicht wo in dein Leben gekommen, wo du so weit weg bist, dass Gott will nicht mehr von dir. Wir wollen von dir in Porsons die Dinge bekicken und hoffentlich wird das Licht geben ab dein Leben selbst. Nu, in Jahr 3, dann fangen wir in Timer an hier in seiner Smarts, ein Buch an, das ist ein Buch von Hebräer. Hebräer ist ein von den ganz besten Büchern, was wir können lesen, von Ferien bis hin und das Time und viele andere Timers. In Hebräer ist ein sehr, sehr gutes Buch und wir fangen das dann mal an und leiten das dahin weg, wegen verschiedenen anderen Dingen, die wir schon mal zwischen anleiten. Und nun picken wir das ab und wollen wieder gut mit dort und hoffentlich für die nächste paar Sinn nach Kerbe war abkatschen und sein, was Hebräer an sich. Nun war das Buch ist ein sehr gutes Buch, aber du sind Timersperren, was du vielmal sehr arg verstehen sind, sehr arg utgleich sind. Und ich will ganz kurz eine Ursache sein, oder geben, warum vielmal Timers in der Bibel sehr arg angewandt worden, weil Nummer eins, dass wir Menschen die gleichen die Bibel zu brauchen, zu Menschen unter Druck holen und der religiöse Utleihen und versuchen Menschen anzuängsten und so weiter. Das ist eine Ursache. Aber eine andere Ursache, warum wir einmal die Bibel nicht recht verstehen, ist, weil wir nehmen den Kontext einmal nicht ernst genug. In den Kontext merkt in ganzen Unterschied, wenn wir im Buch lesen, dann in der Bibel, weil
wenn wir das Buch bloß nehmen, und wir nehmen wann das an für uns von dir, und wir denken du nicht an, zu wem das geschrieben wird, woran das geschrieben wird, was das geschrieben am Anfang will sein mit das Buch, oder was wir da hängen, dann mit der Leute sein, aber dann kriegen wir die Gedäuf helemaal nicht zu holen. Ich will mir ein Beispiel geben. Dus das Mann, der kommt in ein Haus und der sagt zu seiner Frau, der sagt, ich will dir was sehr Großes vertellen. Ich will dir eine crazy Geschichte vertellen. Die Frau sagt, was ist das? Dann sagt er, ich fuhr mit der Bas mit, und der Bas wie ganz voll, alle Seiten wie ein Fall, und die Menschen, die du nennst, die müssen alle stehen, und niemand kommt den Blinger Mann nennen, und du wie ein welcher Mann, der heeft seine Set ab für diesen Blinger Mann, der kann setzen. Und als der Mann auf ihn vertelt, dann fragt der Frau sich und sagt, das ist gut, nicht? Du sind noch viele Menschen auf der Welt, die geben ihnen auch ab für andere Menschen, die können, das ist gut, nicht? Dann sagt der Mann, wach ein bisschen. Der Mann wird seine Zeit abgeben für den blinden Mann und wie der Basfahrer. Da will ich nicht sagen, Gott nur recht, nicht? Ich will nicht mal den Bas mitfahren, du wirst nicht mal den Bas mitfahren, wo die 400 blind ist. Der Kontext von der Geschichte merkt den ganzen Unterschied. Das kann sein, Gott nur recht sein, oder das kann sein, Dame nur recht sein. Das ist dieselbe Geschichte, aber wenn du den Kontext nicht weißt, das ändert die Geschichte. In sehr viel Mal habe ich Texten genommen in der Bibel und wir haben die mit so einem religiösen Hintergrund verstanden, weil religiöse Menschen haben uns den Versuch anzuprägen, weil sie wollen uns erst anängsten und unter Druck holen. Und so ist es wichtig, dass wir die Bibel lesen, so dass wenn ein Gott, wer sich tot gelebt hat, könnte das noch einmal sein? Dass wir das lesen, so dass wenn ein Gott, wer sich tot gelebt hat, sich offenbaren will, das heißt die Gott. Und dort merken wir einen Unterschied, wo wir die Bibel lesen. Nu, ich wollte ganz kurz den Kontext geben von Hebräer. Und ich wollte euch sehr viel Zeit nehmen, aber die von euch, die hier in Jahr travieren, die weiten, dass ich hier mal erholt. Excuse me. Das Buch von Hebräer, wie geschrieben hat, eine kleine Gruppe von Christen, wo die Ware geboren werden, die haben Jesus in die Genut angenommen, die haben ihr Leben Jesus anvertraut. Aber diese kleine Gruppe von Christen, dort wären Juden. Die Juden, dort wie ein Volk in Jeweiten, dort wie ein Volk, das das Alte Testament gehört hat, dort wie ein Volk, wo durch alle Gesetzen hielten oder versuchten zu holen, dort wären diese Menschen, wo durch immer alle Tag müssen Opfer bringen für ihre Sinn. Und diese große Gruppe von Menschen, durch Jesus nicht angekommen, und Jesus hat nie kennengekriegt durch Gebet, und Jesus, der will nie Weg von Leben bringen in die Zeit. Aber die Juden, die so religiös wären, die können Jesus so schlecht leiden, wegen Jesus wie persönlich. Und Jesus, der will euch für alle religiöse Stoff, was die deuten. Und so die Juden, die bereden sich der Römer, dass die Jesus wurden und Krieg annehmen. Das sei nicht für jeden. Dort sind die jüdischen Menschen, die die Bibel hören, sozusagen, wo sich der Römer bereden, Jesus dort zu merken, die können nicht verdrehen, dass Jesus so verschieden wird. Die können nicht verdrehen, dass Jesus so leibtulich wird. So nun merken die Juden hauptsächlich die Chrétien Jesus, oder die bereden sich die Römer Jesus, die Chrétien. Aber das ist eine Gruppe von Menschen, von den Juden selbst, die haben Jesus angefangen zu glauben. Die haben ihr Leben in Jesus gegeben und die vertrauen, dass Jesus der ganz einzige Weg ist im Vater. Und je kann ich feststellen, diese kleine Gruppe Juden, die geht nicht mehr in einen Tempel zu opfern alle Tag. Das ist eine kleine Gruppe Juden, die nicht mehr sich an das Gesetz holen, die holen sich an Jesus in die Genut. Kann sein? Nun, wenn die Menschen Jesus tot merken, was wollen die tun mit dieser kleinen Gruppe von Menschen, die nicht sind? Diese Christen, zu wem das Buch geschrieben wird, dort sind die kleine Gruppe von Christen, und die haben das schwor. Die haben das schwor, Nummer 1, weil die fangen an zu zweifeln, erst dort reicht, dass wir uns bloß an Jesus holen, oder erst dort reicht, dass wir alle an Tag geluten und uns an Jesus allein holen. Aber das ist schwor für die, weil wenn wir in Kapitel 10 lesen, dann war ich dort, die waren schändlich verfolgt. Die waren totgemerkt für ihr Glauben von den Juden. Weil die merken Jesus dort, wo wurden diese Jungs nicht dort merken? Kommt ihr mit? Und zu der kleinen Gruppe von Christen ist das Buch geschrieben. Und dort merken Unterschied, wenn wir dort mit den Juden lesen. Okay? Dort merken Unterschied, wenn wir das dort lesen. Und das sind zwei Dinge, hauptsächlich, was das Buch von Hebräer probt zu sein, zu diesen Christen. Nummer 1 ist dort, Jesus ist besser. In einem vergangenen Kapitel hat Jesus verglichen
die besten Dinge, was die Juden hatten, mit Moses, mit Jesua, mit den Engel. Und der Prophet Jesus zu vergleichen, immer waran sagte, Jesus ist besser, mit was immer oder wem immer du Jesus was vergleichen, Jesus ist immer besser. Und das für uns kriegst du Gott Wahrheit von dir. Du kannst Jesus vergleichen mit wem immer du warst, oder mit was immer du warst, und Jesus wird immer besser sein. Immer. Aber das zweite Ding, was die Schreiber will, diese Christen merken, ist, dass, wenn das so ist, dass Jesus besser ist, zu was würde ich auf andere Dinge verluten in ihrem Leben? Wenn das so ist, dass Jesus wirklich besser ist als alles andere, warum würde ich dann nicht Zeit nehmen, um in Jesus zu wachsen? Warum würde ich dann nicht Zeit nehmen, um dort eine Ding in ihrem Leben ernst nehmen und du das wachsen, zu nehmen und besser werden? Zu was würde ich nicht Zeit nehmen, um Jesus besser kennenzulernen? In der Buch von Hebräer ist voll von Retos oder Challenges, wo ich sage, wenn ich von Jesus loslassen, in andere Dinge jünt abverluten, dort wird schwer werden für jünt. Wenn jünt vertrauen auf andere Menschen, auf andere Dinge, auf andere Kirchen, auf andere, was immer sagen, und je nicht an Jesus festhalten, dann wird schwer werden für jünt. Und das ist ein Mutmerken der Brief, aber einmal habe ich den so gelesen, als Gott will die Menschen dort merken, wenn die das geschrieben hat. Und so. Und ich will mal lesen, und ich würde gleich, dass die würden in die Bibel nehmen, da steht dort, ich könnte das alle verlesen, aber Hebräer 5, Vers 11 und wieder wollte ich ein paar Versen lesen. Und das, was der Schreiber sagt, der sagt, wir haben viel von das gesagt, aber das ist nicht so leicht klar zu merken, wie es Jesus schwer lehren. Je sollen nicht als selbst Lehrer sein, aber je brücken nach einmal, dass jünd wahrer wer den Anfang von Gott seine Reden erklärt. Jünd macht nach Malke je vorhin sagte, nicht starke Kost. Und das hört sich nicht sehr maglich, der hat. Der redet zu einer Gruppe von Christen, die wahre geboren sind, das sind Adults, das sind groß ausgewachsene Menschen. Und er sagt, hier sind kleine Babys. Nu pass auf, was jemand das tun, because der sagt, hier sind nicht gewachsen, die haben nicht teilgenommen. Hier sind noch so kleine Babys und das fehlt wie in all diese einfache Dinge, aber das immer wahr sein. Okay? Nu kann ich Ihnen was verraten, was merkt Menschen, was die all groß sind, dass die nach einmal Babys sind, dass die mit Milch gibt? Was merkt Menschen, dass wenn die erst befreit sind, die leben nach einmal so kleine Babys? Oder tagen die ja schon mal an früh ist, dass die nach einmal so seines Babys. Was merkt das? Wie weit in uns physisches Leben nicht alle Menschen, die sich befreit haben und alt sind abgewaschen, die leben so kleine Kinder. Haben wir so nicht begegnet? Würden wir sagen, wie die Brücken ramchecken, dann haben wir ein paar sein, nicht? Oder vielleicht nicht die Salz, ich weiß nicht. Aber wie dann Menschen einmal sein, die sind abgewaschen, wenn die im Besonderen ins geistliche Leben, wie glauben Menschen sind dann abgewaschen, wenn die Schlangen haben für Jesus gelebt? Wie glauben Menschen sind dann abgewaschen, wenn die sehr viel Erfahrung haben von einer Kirche schaffen oder dein oder wie glauben, wenn die Schlangen sind Prediger gewesen oder Missionaren gewesen, dann sind die abgewaschen. Mir das leid zu sein, aber die Prediger sind einmal die ganz bebebeste Menschen, die das jaff. Right? Wir haben Prediger, die Babys sind, because they vote. Ich kann ich noch einmal fragen, was merkt Menschen, dass die abgewaschen sind jährlich oder nicht abgewaschen sind jährlich? Nu, der nächste Vers, und ich würde gleich noch in diesen Gott von dich bekicken, because this Vers ist sehr klar, wo das ist. Ich würde sagen im Vers 13. Der sagt, wer nach von Malk leben mag, als ein junges Kind, sagt er, und versteht, dort die Gerechtigkeit noch nicht. Was verstehen kleine Babys nicht? Wer kann mir sein? Ich kann ehrlich vertrauen. Was haben die nicht verstanden? Das Wort von der Gerechtigkeit. Nicht bloß ein Wort, das Wort von der Gerechtigkeit. Nee, das ist wichtig, dass die, und Dankeschön für Antworten, das ist wichtig, dass wir dort sein, because wenn das kleine Kinder merkt, wenn die Gerechtigkeit nicht verstehen, wie viele kleine Kinder haben wir dann? Und ich weiß, ich bin in Betrieb, ich will nicht sagen, das sein, aber so viel Mal, dann glaube ich, dass die kleine Kinder sein, und Babys sein, und ihr jetziges Leben, das sind bloß die, die noch nicht länger sind Christen gewesen, die wissen das nicht besser. Aber weißt du, was Gerechtigkeit meint? Weißt du, was Gerechtigkeit ist? Gerechtigkeit ist Reichtum für Gott. Das ist das Wort Gerechtigkeit.
Dort wird ich und du wollen brücken, um ein Tag dort zu ankommen sein, ob wir okay sind oder nicht. Dort wird uns was in den Himmel nennen, oder in den Himmel bieten holen, dort ist Gerechtigkeit. Okay? Nu, das gibt zwei Sorten von Gerechtigkeit, bloß die weiten. Ein von den Gerechtigkeiten ist ein selbstgerecht sein, wo ich mich auf mich selbst verlassen habe, die Dinge, die ich kann gut tun, und die wollen mir in den Himmel bringen. Oder die Gerechtigkeit von Jesus, wenn du betest, als alle Menschen, die jemals gelebt haben. Nu, ich kann mir auf meine Gerechtigkeit verlassen, ob von einer Prediger oder von einer Mensch sein, und dort wird mir ein Tag in den Himmel bringen. Oder du kannst dir auf den verlassen, deine Selbstgerechtigkeit verlassen, die wird in den Himmel bringen. Und du kannst der beste Mensch auf dieser Welt sein. Aber kann ich dir was sagen? Nur Jesaja Kapitel 1 nur, als deine Gerechtigkeit für Gott kriegst so fern aus verurste Lunzen, sagt das. Wisst ihr das? Jesaja sagt, an die besten Worten für Gott, die sind, man kriegt so gut aus verurste Lunzen oder Kadern. Deine Gerechtigkeit wird nicht genug sein, um die für Gott zu verteidigen. In meine Wort auch nicht. Das kriegt nur, dass du gleich du bist mit Betas, als ich mit Betas, du, unsere Righteousness selbst, was ich getan habe, kriegt nur, wofern das ist, das wird mir bei Gott nicht genug sein. Das, was Jesus sagt, das, was Jesus sagt, so steht, und er sagt, wenn jene Gerechtigkeit nicht, wird besser sein, als die Schriftgelehrten und Pharisäer, dann wird den merken den Himmel nennen. So wird er nu. Ich mag aber eine Gerechtigkeit haben, um für Jesus zu tun. Ich mag eine Gerechtigkeit haben, dass ich überhaupt den Himmel nennen kann. Weißt du, wovon eine Gerechtigkeit gut genug ist, um für Gott ein Tag bestehen? Wenn du deine Gerechtigkeit aufleist und sagst, Gott, ich kann es nicht nicht. Ich kann es nicht. Ich bin nicht gut genug, aber du bist. Und ich werde dann Glauben in mein Hart annehmen, dass ich kann es nicht, aber du kannst. Das hat nicht zu tun mit Rackern, das hat nicht zu tun mit Schaffen, das hat nicht zu tun mit, wo lange du bist, das oder jantje was. Das hat zu tun mit Charakter, du bist, was aufluten in sein Gott. Meine Gerechtigkeit ist nicht gut genug, aber deine ist. Das hat nicht zu tun mit, was ich getan habe oder nicht getan habe, das hat zu tun mit, was du getan hast. Und ich nehme dort in mein Hart, mein Glauben an. Das ist Gerechtigkeit. Nu, das sagst du, hör ich noch einmal her. Das sag ich, kleine Kinder, so eine, was mal gegeben hat, sind so eine, was das Wort von der Gerechtigkeit nicht verstehen kann. Manche, woran du so viele Kirchen sind und so viele Menschen sind, die sich durchjagen über Asche, die kleinen Dinge, die brechen zwei. Einer fährt sich über die andere, ist nicht ein guter Christ, der andere fährt sich über den letzten Betten, damals Christ. Weißt du, woran Menschen das tun? Das ist bloß eine Ursache. Weil der Gerechtigkeit ist selbstgerecht. Die glauben nach einmal, wenn du lang bist in der Kirche warst, bist du ein Fan, wenn du ganz kurz in der Kirche warst, bist du nicht so ein Fan. Wir glauben nach einmal, dass unsere Gerechtigkeit ist abhängig von, was wir selbst tun. Dort merkt ein erwachsener Christ ein kleines Baby. Kann ich sein? Und ich will Hanni sagen, das merken, weil wenn wir den Punkt nicht zu holen kriegen, dann kriegen wir das bloß nicht zu holen, was die Schreiber sein will, weil es ist wichtig, dass wir das sein. Und so unsere Gerechtigkeit selbst für Gott wird nicht bestehen. Und wenn ihr wollen, tust du überlesen, lesen wir 3 Vers 20 bis 22, du sagst, Paulus sei klar, dass die Gerechtigkeit, was Christus an sie gegeben hat, wird bei Gott bestehen, und nicht der, was wir selbst gemerkt haben. Nu, dort üten war ich, wird merk in Christ ein kleines Baby, weil bloß, dass du glaubst, dass du kannst selbst. Wenn du glaubst, dass du kannst selbst, dann meint du bist ein Baby. Aber wenn du das einmal verstehst, dass ich kann nicht, du kannst nicht, dass Gott sie nicht genug, dort mehr ganz wachsen, dort mehr ganz tonehmen, dort mehr ganz da so luten als Jesus, das sei selbstverständlich, right? Aber es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Und wenn ihr dann ein Kapitel 6 lesen, dann fängt das Schreiber an, so still zu sein. Und ich wollte es nicht alle lesen, ich wünsche, die würden dort nehmen und bekicken. Aber in Kapitel 6, die erste Versen, du sagst der Schreiber, wir wollen nicht abhören mit von all diese kleine Dinge vertellen oder die Dinge reden, was ihr Gott weiten, von den Dingen, was Babys sollen weiten. Wir wollen mal abhören mit von den vertellen, wir wollen mal, und die sagt, wir wollen mal von was anderes vertellen. Und wenn Gott das so will, dann sagt er, dann werden wir nicht von wiedergehen mit das. Und dann habt ihr ein Vers Feuer, Kapitel 6, Vers Feuer, ein sehr interessanter Text. Und das ist der Text, wo viele Menschen sich kann, all durch ein Foto shooten mit. Und er sagt uns das, und ich wollte mit Ihnen lesen, der sagt, das ist nicht möglich, und ich will Hanni sagen, dort Worte machen, der sagt, das ist nicht möglich, dass die, da einmal zum Licht gekommen sind, in der Himmelsgrube geschmeckt haben, in Anteil an den Helden Jesus hatten, in Gott sein gaudet Wort, in der Kraft von der kommenden Welt erfahren haben. Hör ich mal her, wenn die aufholen,
Das ist nicht möglich, wenn die wird all das gehört haben, verstehst du, wenn die aufholen und Gott den Regen handrehen, dass die Ware, was ein Fresches bekannt zu bringen, oder die Ware, was ein Fresches bekannt zu bringen, für sich selbst haben die du mit Gott sehen, noch einmal gekriegt sich in dem Spott gemerkt. Mir denkt, dass ich diesen Tag mal das ganz erste Mal in meinem Leben lesen, ich habe mir erst dort gegrüßt. Ich bin dann nicht wahr geboren und ich hatte Angst für Jesus überhaupt kennenlernen. Ich dachte so, wenn das so wäre, und dass ich Jesus kennenlernen und ich würde das Leben proben in den Helden Jesus haben und ich damals irgendwo draufgelabt und dann würde ich so weit wach sein, dass ich habe gesagt, es ist nicht möglich, dass die, was an Jesus geschmeckt oder was du gekommen sind, in dem wir immer aufholen, die war aber ein freshes bekannt zu bringen und dass die wollen zurückkommen, right? Das ist nicht möglich, sagt er. Ich will han jezelf merken, zu wem das geschrieben ist. Because das merkt die ganze Unterschied. Verjagt das nicht. Der Schreiber, der merkt eine kleine Gruppe Christen Mut, dass die sollen nicht von Jesus loslösen. Die sollen nicht erhoben auf ein anderes Lein als auf Jesus, oder die sollen ihr Leben nicht bühen auf wem anderen als auf Jesus. Remember? Und was die sagen, ist das nicht möglich, dass wenn die wollen Jesus kennenlernen, den Helden Jesus haben und das nie Leben nie wohnen, und dann wo je darauf hüpfen und Jesus loslösen, und war da drin, jene alle Gesetze gehen und Opfer bringen, und jene alle Dinge tun, das ist nicht möglich, dass die du wollen vorig merken können. Das ist nicht möglich, dass die du wollen können, wo man sagen, dass die du wollen können, diese Dinge, das ist nicht möglich, dass das du kann zum Himmel bringen. Das ist nicht möglich, dass du kannst gerat sein. Und andere wird, wenn Jesus den Rade ist und der hat sein Leben gegeben, ein für alle Mal, und der hat sein Leben geopfert für die, und du hast Jesus angenommen, und die, den du Tag lassen, du wirst in das alle Leben gehen und was die Opfer bringen, dass die sollen in den Himmel nehmen, das ist nicht möglich, dass dort jemals was im Leben passiert. Das schafft Gott. Verstehst du? Der sagt, das ist unmöglich, dass du nicht wollen können, in ein helles Leben kommen, dort Passport zu kriegen. Und das sei ja selbstverständlich, wenn die das dort lesen, das ist, because das wird die Schreiber sein will. Die sagen, die haben Jesus gefangen, die haben Jesus vertraut, nur weil die Träger und dort haben, das schafft nicht. Und die Ursache, warum die sagt, dass die Jesus von Freschen und Kreuzchen und das dort ist, because die müssen alle Tag Opfer bringen. Wenn die Menschen, die würden Jesus Tagluten und auf das Opfer vertrauen, das kriegst du, wenn die Jesus Eva war an Kreuz anhängen. Wenn Jesus ein für alle Mal für ihn gestorben ist. Kann sein, dass das allmählich, ich kann mal Menschen dort für sich versuchen, ob es ein System weich zu erklären, because ich gleich Bilder, aber ich kann mal zu Menschen gesagt, das wo das Bild sieht. Wir sind alle in einem großen Meer, wo wir allmählich selbst zurückkehren. Wir sind in einer Welt voll Ungerechtigkeit, wo keiner von uns über unsere eigene Gerechtigkeit kann gerat werden. Und ich habe mit einem großen Meer verglichen und gesagt, Jesus ist das Boot, das einzige Boot, wo die kann über das Meer bringen, was er kann. Und das ist nicht bloß die beste Option, was wir haben, das ist die einzige Option. Jesus ist die einzige Option. Aber nu sind hier eine Herde Menschen boven, und so steht wieder Tijanität auch, da sind eine Herde Menschen auf das Boot, und die wollen, was an der Kahn kommen. Und dann muss immer sein, die Menschen, das Boot ist nicht gut genug, Jesus ist nicht gut genug, der wird die irgendwo durchbringen. Und dann fangen Menschen dann rauf zu hüpfen, und dann merkt von der großen Meer, und dann wollen die was an der Kahn schwammen selbst, einen und den anderen. Dort ist nicht möglich, dass wir wollen bei der Kahn kommen, wenn wir von dem Boot drauf hüpfen. Verstehst du? Der sagt, das ist allmählich, dass du wirst das merken, wenn du von Jesus raufhüpfst. Das ist allmählich, wenn du Jesus lostut und die hier vertrauen, dass du das wirst merken. Because Jesus ist der ganz einzige Weg, das ist die ganz einzige Wahrheit und das ganz einzige Leben. Du hast nicht dazwischen. Deine Gerechtigkeit, das ist ein Grund, wo sei die Schwarm kostet, das ist ein Grund, wofür Gott die kostet, deine Gerechtigkeit wird die nicht bei einer Kahn bringen. Verstehst du? Und es ist wichtig, dass wir das sein, because wenn wir dort nicht sein, mal, was das zu tun hat, dann verlieren wir uns zu Menschen, wir kriegen nur Angst, oder nu habe ich einmal Jesus den Regen gedreht, und ist das allmählich für mich. Dort hat Jesus die Kämmel gesagt, dort hat die Bibel die auch Kämmel gesagt, dort hat Religion die gesagt. Religion sagt uns, dass wenn du warst, wie genug wachrutschen, das kann man mal, was der Text zu tun hat. Und der hat zu tun mit die sagen, dass du selbst kostet nicht,
Und du wen sollst du an Jesus vorsollen. In den nächsten paar Versen, die du lesen, das in Vers 7 bis 8, du vergleichst das mit zwei bitter Länder. Und war das krank, das als je da, aber wir lesen noch einmal mit den Üben von, wo von euerlicher Gott wir haben. Der sagt, du sind zwei bitter Land. Einer ist der voll Disteln und der wird auf dem Eng verbrennt, sagt er. Und der andere ist der, wo Gott sein Sehen rauf reden in der Wasser dort Land, und dort wird Gold dort Land, und die Menschen schaffen dort oben. In der seltsamen Idee, das ist ein Beispiel, was die Schreiber geben, der zum sein, dass dein Land, dort hält nicht an, wenn du mit deinen Ihnen worken ist. Aber wenn du den Sehen von Gott nimmst, die Gerechtigkeit von Gott nimmst, und du lässt Gott über die waschen, dort wird die mehr gerecht sein für Gott. Dort wird dein Land mehr fruchtbar sein. Nicht, wo du selbst hast gerackert, aber wo Gott die gesehen hat. Und dann kommt über das Verschneien und Ziehen, und du sperrt sich das meistens den Jammert dort über diese Christen, because wir müssen denken, dass eine kleine Gruppe von Christen, die du verfolgt wurden, die haben nicht schwor, für Jesus zu leben, because die werden die Tod merken dafür. Und dann sagt er, wenn ihr Verschneien und Tieren lesen, dann merkt ihr das klar, dann sagt er, ich meine Gott, dass du sein, ich meine Gott, dass du das Land sein, was du verbrennen oder ich meine Gott, dass du diese Menschen sein, wenn du keine Hoffnung hast, ich meine Gott, dass du sein, so wie Wache, dass die das nicht wollen merken. Lest die Versen, die sagt, ich meine Gott, dass du diese dummen Menschen sind, dass du keine Hoffnung für uns. Aber was die Schreiber will haben, und was Gott will haben, die in Exil zu holen, ist das. Wenn wir wollen uns an Jesus holen, dann wollen wir das durchmerken. Aber wenn du weißt, deine Hoffnung auf was anderes sagt, dann das durchmerken, dann wird bloß nicht schaffen. Weil Jesus ist nicht bloß der beste Option, Jesus ist der einzige Option. Und dort wird für diese Stadt, dort für unsere Stadt, und dort wird die Schreiber will haben, die sollen zu holen. Und dann sagt er Vers 11 und 12, so steht, und ich wünsche, ich habe 3 Stunden, um diese 2 Verse zu erklären, aber ich wollte das für Sie in Karte machen. Der sagt Vers 11, so steht, wir würden gieren, du kannst den sie deutet verlangen sein, right? Wir würden gieren, sagt er, sein, dort die Ola, sag mal mit der Ola, dort die Ola Wort, der Hoffnung festhalten, okay? In ewig bei dem Eng du bleiben mochten. Nu, was will das schreiben, was will Gott haben, was diese Christen sollen festhalten? Kann ich Ihnen die Frage anders fragen? Was will Gott haben, die Menschen, die Christen sollen sich über schwer merken? Was sagt der Pharisäer, sollen sich über schwer merken? Oder nur was sollen die raken? Lest den Vers noch einmal, der sagt, wir würden gieren sein, dass die Ola die Hoffnung festhalten, in ewig bei dem Eng du bleiben möchten. Und ihr könnt das meinen und ihr sagt nicht, weil das wahr sein. Hoffnung ist nicht in Strategie. Hoffnung ist nicht sein, wo sei du kannst schaffen. Hoffnung ist nicht utfing, wo lang bist du hier warst und die sind die feine Menschen, die wird nicht lange hier warst, die sind nicht. Hoffnung ist nicht zum sein, dass einige von uns sind viel besser als andere. Hoffnung ist bloß einfach, dass wir luten alles los. Hoffnung ist nicht eng von Strang vorzuholen und Angst haben, wir wollen mit losluten. Hoffnung ist einfach losluten und sein Gott hier sein ich. Und wenn Jesus ihn hängt voll und sein Gott hier sein ich. Das ist Hoffnung. Und was soll wir trachten? Wo soll wir raken? Ich mag, was sagt. Ich will noch einmal lesen. Wir würden hier sein, dass die Ola die Hoffnung festhalten, in ewig bei dem Eng du bleiben möchten. In der nächsten Vers sage ich hauptsächlich dasselbe, da sage ich, die sollen am Glauben nicht indontig werden. Okay? Wo sollen wir nicht indontig werden? Da sage ich, die sollen am Glauben nicht indontig werden. Vielmehr nehmt ihr Deutsch zum Vorbild, die durch ihr geduldig sein, dort gekriegt haben, was an versprechen wir. Und ich will nicht sagen, das merken. Das sage ich nicht, dass wir sollen viel mehr tun zum Wissen, wie das tagshaft zu tun mit an Jesus wissen. Die ganze Tags. Aber das sage ich euch, was sie geraken sollen, das sage ich euch, was sie dit tun sollen, was sie tun sollen. Der Tag sagt was ganz klar so steht. Deine Gerechtigkeit ist unmöglich genug. Kriegt nun, wo sie die was raken. Deine gute Dinge für Gott ja unmöglich, um die dann anbringen. Okay? Und was die will haben, ist, dass wir alle. Und ich wünsche, die würden dort gut sein.
Das inkludiert die, das inkludiert mich, das inkludiert uns alle, das bringt uns alle in dasselbe Boot. Der Wunsch, dass wir würden alle und diese Hoffnung festhalten. Welche Hoffnung? Die Hoffnung, dass Gott der Einzige ist. Die Hoffnung, dass Jesus der Einzige Weg ist. Du kannst das nicht, ich kann das nicht. Diese Kirche wird das nicht für dich tun, keine andere Kirche wird das für dich tun. Wer will bloß mal honest sein? Das hat mit Gott zu tun. Und mir das Leute sein aus dem Pastor, das so sehr viel Mal, dann habe ich das Bild vielleicht im Mund oder den Menschen gesagt, du musst besser werden. Damit du das so besser ausdrücken, musst du mehr gute Dinge tun. Oder damit du so ein besserer Mensch werden, musst du mal das und das wegleinen. Das merkt die, was ein besserer Mensch, nicht die gute, nicht die schlechten Dinge, was die erreicht merkt für Gott ist. Die glauben an Jesus. Und an der Hoffnung werden wir uns holen. Und ich will dir eine Geschichte verlesen, während der Worship-Team abkämpft. Ich will dir eine Geschichte vertellen. Und ich glaube, es ist eine wunderbare Geschichte. Das ist eine Lied, die wohnt in einem Wald und sei dichtet Wald. Und das ist eine kleine Mädchen, die hat immer viele Movies watchen von Mysteries und all diese Dinge. Und so, die kleine Mädchen, die wünscht sich immer, die können mal in das Wald gehen und so leben, dass die Movies dann immer sein. Und der Papa und Mama haben diese kleine Mädchen immer gesagt, die soll nicht in das Wald gehen, weil das ist gefährlich und die wird sich dabei verbesseln. Und so erfahren, kickt die kleine Mädchen raus und kickt in das Wald an und denkt so, dort wird scheinen mal alle Secrets und alle Geheimnisse finden. Und einen Tag, dann, als Mama und Papa und ich haben, dann geht die kleine Mädchen in den Wald an. Aber die denkt sich so, ich war bloß so weit gehen, dass ich nicht war mich verbessern. Ich war, das kann sein, und so, das geht immer wieder, und das geht so schön dabei. Und das kriegt, was sie einmal geträumt haben, und die geht immer wieder an, und einmal hastig, habt ihr nicht euch gedacht, ich konnte das Haus nicht mehr sein. Und die fangen sich an zu grüßen, die paniken, fangen an zu rennen und zu schreien, und in der Rand bloß immer wieder in den Wald, weil sie kann nicht sein, wo die Rütwach ist. Und dort wird Abend, dort wird dies da. Und das Mädchen grüßt sich so schändlich sei, der Rand bloß glickweich mit alles, was die hat und was die meid ist und was die beschwimmt. Und dann fällt die an und schlaft an. Und ich kann nicht feststellen, was Mama und Papa tun. Die haben selbst mit der ganzen Dorf siegen im Mädchen. Und als das morgen wird, dann, Klimatag wird, dann sitzt die Futter von weit auf der Dort ist mit Mädchen. So der Rand zu haben und schritt der um. Und als der dann nicht mehr du ist, dann weicht der kleine Mädchen ab. Und so schön ist der kleine Mädchen abweicht, dann hüpft er ab und packt Daddy das am Bein und sagt, Daddy, ich habe die gefangen. Hat Mädchen Daddy gefangen? Hat Mädchen Daddy gefangen? No. Daddy hat Mädchen gefangen. Und so viel Mal, dann sind wir hier so, auf dieser Welt, und wir tun uns groß, dass wir haben all diese Dinge getan. Wir glauben, wir haben uns das verdient. Wir glauben, wir sind gut genug. Yes. Wir glauben, wir haben lang genug genagt, lang genug gesagt und lang genug. Wir glauben, wir haben das getan. Aber weißt du was? Wenn wir wollen honest sein, dass wir nicht wir verstärken uns hängen die Beine von Gott von den ersten Tag, anders wie gesinnig wurden. Wir der wird uns verstärken. Aber Gott kommt drauf. Heil verleiht den Himmel. Er kommt den ganzen Weg. Er jenkt, was du, wo du wirst, was an der dunklen Seite von Kreuz, du, wo die all ihm bei sich getan hast, und dort, wo der die fängt. Okay? Und dort, wo das meint, bloß unertan, an sich Gerechtigkeit kommt nicht von was wir getan haben, das kommt von was Gott für uns getan hat. Und von der Smart würde ich Mut merken, abzustehen. Und ich würde gleich in dem Wort, bloß ganz für die persönlich unternehmen. Und während wir das letzte Lied singen, würde ich gleich dort wird, stut ab. Wenn wir das letzte Lied singen, dort wird Tüß worden ans Wort. Dort wir sind nicht, wer wir sind, wen wir getan haben. Und keiner von uns ist so weit weg, dass Jesus uns nicht fangen kann oder gefangen hat. Und ich will mit Ihnen beten, wir sagen, ich danke dir, Jesus, für hier von der man uns zu sein. Ich danke dir für deine Gnade, deine Liebe und deine Gerechtigkeit. Ich will sagen, von diesen Tagen sind dann einmal anmerklich, weil wir haben die Arche gehört oder Arche verstanden. Ich weiß, dass für diese kleine Gruppe Christen 2000 Jahre drei wieder schwor, die Wahrheit unternehmen, weil sie sollen sich an die holen, wenn wir eine einzige Hoffnung. Und wir weiten, dass dort wir die beste Hoffnung und Charakter selbst Wahrheit als Wahrheit für uns von dir. Wir können die vergleichen mit was immer wir wollen, aber wir wollen immer was Besseres findest du.
Wir wollen Himmel, wem fing wir uns alle Leben, der das du das. Und von der aus, Morris, komm ich verdienen mit dem Upnet Hort, mit einem gebärnet Hort, geknäutet Hort, wie freien uns, so du uns hast, die Gelegenheit gegeben, mit dir zu sein. Das ist nicht, wenn wir so viel Gutes getan haben, das ist nicht, wenn wir so reich sind, aber das ist, wenn du kommst und uns segnest. Und ich weiß, hier sind Menschen, von der aus Morris bin, und die, von der horchen, die sind weh getan, die leben in Angst, und die weiten, die viel Hoffnung. Und ich bete, dass du durch den Helden Jesus von der Wurst an so Worten reden, und die Hoffnung in Heilung geben. In Jesus' Namen. Amen. Uns habt eine große Freude, die von der gewählt hast, mal uns zu horchen. Unsere Welt lebt von der Undienstnis und Angst und Armut. Wenn du irgendeinen Freund hast oder irgendwem weißt, wem diese Botschaft Maut merken, dann würden wir gleich noch die Wurst diese Botschaft mit dem mitteilen. Und wenn du von dieser Jähen bist, wo lebenszeug ist, oder du noch mal hast gerechnet von unterwegs zu besiegen, wie würden die Säue anladen, kann man es besiegen, und sie deren sind up für alle Menschen. Wir kommen hier alle sind auf Smarris Taubklack nähen, dort zum Kaffee trinken, zum Spazieren in Gemeinschaft haben. Nur dort dann haben wir gute Leben Leute nach einer Botschaft, was du praktisch ist, was du dein Leben sehen in die Maut geben. Dann werden wir die aber sehr anladen, Porte sind von unseren Lebensgruppen. Das sind kleine Gruppen, wo wir durch den Weg taub kommen, hier merken wir das persönlich. Hier kommen wir taub zum Beten, zum Spazieren, zum Lachen und gute Gemeinschaft haben. Wenn die Freunde fehlen und die, wo schlecht im Port sind von so einer Gruppe ist, dann finden uns das nicht mehr, was hier angegeben ist, oder schreiben uns an WhatsApp, oder besuchen uns an unserer Webpage, lebenscheug.com. Uns hier erscheint, dass wir können Port sein von den guten Plänen, was Gott für dein Leben hat. Wenn die, wo gleich in alle Weg unsere Botschaften anzuhören, wenn ihr auf YouTube noch kommt, dann würden wir gleich noch die, wo subscribe, auf den Klinger drücken, so dort, was die dort anwollen.